Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Hour of Prayer. So schön hast du jetzt gerade eingeschaltet. Ja, genau. Wir freuen uns immer mächtig mit euch zusammen zu beten. Ich danke euch auch schon, dass ihr im Voraus schon Themen auch geschickt habt, wo wir auch ganz konkret beten können. Es ist auch also eine Gebetszeit, wo wir beten miteinander. Aber natürlich auch ab und zu so ein paar Gedanken so reinstreuen, weil es hilft immer ein bisschen so auch den Kontext zu verstehen, für was wir dann beten zusammen. Heute haben wir vielleicht ein bisschen so ein schweres Thema. Schon die letzten paar Wochen haben wir so ein bisschen ernsthaftere Themen genommen, weil die Bibel hat ja verschiedene Themen. Es gibt ja die Liebe, es gibt Geduld, es gibt Gnade, es gibt Liebe, es gibt Sanftmut, aber es gibt auch die Themen wie bei einer Münze, wenn man die Rückseite anschaut, wo ein bisschen so vielleicht ein bisschen mehr schwerer ist. Und heute geht es darüber, wie kann man einen Fluch in dem Sinn brechen. Genau, das ist unser Titel. Susanne, wenn man das so hört, wie muss man das verstehen? Ja, also es gibt tatsächlich Flüche in unserem Leben. Entweder gibt es Flüche, die wir von unseren Vorfahren mitgenommen haben, Generationenflüche. Ja. Da haben wir eigentlich nichts dazu beigetragen, die haben uns einfach begleitet. Oder aber wir haben Bereiche in unserem Leben einfach Türen offen gelassen, wo so ein Fluch reinkommen konnte. Und das Coole finde ich an diesen Themen, die wir jetzt die letzten Wochen auch behandelt haben, es gibt immer eine Seite, wie zum Beispiel Satan mit seinen verschiedenen Strategien und seinen verschiedenen Namen oder eben Fluch auf der einen Seite, aber dann gibt es nicht nur diese Seite, nicht nur das schwere, dunkle und Kranke oder wie man sagen will, sondern es gibt immer auch die positive Seite dazu. Also wenn es einen Fluch gibt, gibt es immer auch einen Segen. Ja, ich merke, du bist richtig begeistert bei dem Thema, weil ich habe diese Predigt vorbereitet mit all diesen Titeln so, und dann kam es gesagt, ich habe so gecheckt, für jeden negativen Namen hat Gott eigentlich auch einen Namen. Und da habe ich gedacht, stimmt, das hätte ich eigentlich noch viel mehr betonen können und es ist auch ermutigend, weil sonst ist es schon ein bisschen deprimierend und man gibt extrem viel Gewicht. Bevor wir beginnen, Susanne, wenn man von Flüche spricht, kann man auch sagen, es ist so Lebensmuster. Also die meisten würden sagen, was wäre dein Lebensmuster? Oder was gibt es Dinge, wenn du in deinem Leben hinschaust oder in einen Spiegel schaust, was siehst du für ein Muster, wo du schon bei deiner Mutter, bei deinem Vater, schon bei den Großeltern siehst, dass einfach so von Generation zu Generation das Muster geht weiter. Wenn jetzt du dein Leben anschaust, ganz konkret, hast du auch so Lebensmuster, du merkst doch, da gibt es eine negative Linie, es gibt ja auch positive Linien, den Segen, aber gibt es so ein, zwei Dinge, wo du sagst, doch, wenn ich da genau hinschaue, erkenne ich da auch ein bisschen so ein Muster oder eine Linie. Ja, das kenne ich und das erkenne ich in meinem Leben und ich sage jetzt damit nicht, dass ich einen Fluch habe. Ja. Es kann ja auch einfach eine Macke sein. Manchmal tun wir das so spielerisch ab und sagen, ja, das ist halt jetzt so eine Macke, die man hat. Und für mich spielt es keine Rolle, ob es jetzt eine Macke ist oder ob es ein Fluch ist. Es ist einfach etwas, wo ich Jesus hinhalten kann und er verändert es. Und bei mir ganz konkret, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, das haben einige von euch ja vielleicht auch schon gehört, weil es war wirklich so einschneidend für mich mit diesen Fahrradtaschen, wo man die schönen tut man auf die Seite für bessere Zeiten, die dann nie kommen. Man braucht die, die man eigentlich nicht so gerne hat. Aus was für Gründen auch immer, das ist eben jetzt so eine Macke, wo man darüber lachen kann, aber was dahinter steckte für mich, ist wirklich etwas, wo ich einfach unfrei war in meinen Gedanken. So lustig, wir hatten erst kürzlich von meiner Mutter, ihr Feld mussten wir rückbauen in dem Sinn, alles wieder zurückbauen. Und ich kam mit den schönsten Kleidern und so und dann haben sie gesagt, wo sind dann deine Baukleider? Deine Ja, Arbeitskluft. und ich habe gesagt, das sind sie. Und dann alle, aber das sind ja mega schöne Kleider. Ich habe gesagt, ja, auch zum Abräumen kann man ja das anziehen, das schön ist, weil es ist ja grundsätzlich auch schöne Arbeit. Wie gesagt, gibt es verschiedene Meinungen darüber, ist ja nicht jetzt das Thema. Ich möchte ganz am Anfang beten, weil wir werden zusammen konkret Dinge lösen, weil es ist Kraft im Namen von Jesus Christus, wenn man diese Dinge ganz konkret beim Namen nennt. Und wir können diese Dinge lösen. Und darum, bevor wir das tun, möchte ich uns alle einfach unter den Segen von diesem Gott im Himmel stellen, dass uns nichts anhaben kann, weil man kann nicht einen Bereich einnehmen oder verändern in das Gute und das Böse, schaut zu und sagt, oh, Applaus, super cool, mag ich dir gönnen, sondern wir haben effektiv Gegner.
Aber wenn wir einen Gegner haben, haben wir auch die Kraft Gottes und das ist stärker als alles andere in unserem Leben. Lieber Gott im Himmel, ich danke dir für die nächsten paar Minuten, dass du hier bist und deine Gegenwart und deine Präsenz, die sind hier. Und ich liebe es einfach, weil ich weiß, wenn wir deinen Namen aussprechen, da geschieht etwas in der unsichtbaren Welt und auch in der sichtbaren Welt. Dinge, die nicht veränderbar scheinen oder Dinge, die sich einfach etabliert haben, können wir und werden wir in deinem Namen verschieben, verändern. Weil du bist ein Gott der Veränderung. Am Kreuz geschah aus einem Minus ein Plus. Und ich segne einfach jetzt mal alles unser Hab und Gut, das Gott uns anvertraut hat. Ich segne deine Familie, dein Leben, deine Gesundheit, auch deine Fähigkeiten und Talente, deine Zukunft, deine Vision, dein Herz, wo du an Gott festhältst. All das unterstelle ich jetzt bewusst in diesem Namen von diesem Gott im Himmel. Und wir danken dir, dass du uns Autorität gegeben hast, in den nächsten Augenblicken wirklich Themen zu lösen, die schon so lange einfach mit uns mitgehen. Und für das möchte ich dir einfach von Herzen Danke sagen, Jesus. Ja, und ich bitte dich auch, Heiliger Geist, dass du jetzt überall, wo wir eingeschaltet haben, dass du kommst und den Durchblick schenkst, dass quasi der Nebel sich löst. Und ich erinnere mich einfach an das, was die Lynn am Sonntag in der Message gesagt hat. Es ist ihr gar nicht aufgefallen, dass bei dieser Angst, die sie hatte, bei dieser Verlustangst, dass da etwas nicht in dem Sinn normal sein könnte. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du jetzt Menschen berührst, Herzen berührst, dass einfach offenbar wird, wo die Dinge sind oder was die Dinge sind, wo man so als, das ist halt so und das gehört zu mir und das ist eine Macke und das ist ein Tick, dass du einfach da jetzt Klarheit schenkst und dass das auffliegt im Namen Jesus. Im Namen Jesus. Gestern Abend hatte ich Small Group, Kleingruppe, wir nennen das Small Group bei uns, vielleicht nennt es das Hauskreis oder Zelle oder auch immer, gibt verschiedene Namen. Und wir haben gestern darüber gesprochen, was sind Muster in unserem Leben, wo wir einfach, auch wenn wir mit Gott unterwegs sind, uns bewusst geworden ist, das wiederholt sich einfach nochmals. Und natürlich, es ist ein bisschen so ein tiefes Thema und es geht nicht darum, deinen Eltern oder deinen Schwiegereltern oder deinem Großvater die Schuld in die Schuhe zu schieben. Das ist gar nicht der Punkt, weil wir geben ja auch den Segen weiter, aber auch diese Dinge weiter, die wir auch nicht optimal sind. Und wir haben in den Spiegel geschaut und das ist mega krass. Ich hatte so einen Moment erlebt, wo mir bewusst geworden ist, die letzten paar Wochen, dass ich kann sehr gut jammern. Hat auch was Gutes, ich bin mit dem, ist es ehrlich, Themen sind auf dem Tisch und so. Und meine Mutter ist jetzt im Altersheim und die hatte auch so ein Erlebnis gemacht, die waren im Zimmer mit einer Frau und die hat nur gejammert. Und irgendwann hat meine Mutter wie sagt man den auf Hochdeutsch, einfach gesagt, es ist too much jetzt, zu viel. Und dann hat sie gemerkt, ja, man kann im Alter nur noch das Negative sehen oder man kann sagen, was ist all das, hat Gott in meinem Leben mich gesegnet. Und dann hat bei ihr etwas stattgefunden, dass sie aufgehört hat zu jammern, weil sie gemerkt hat, hey, ich bin 86 Jahre alt geworden, hatte nie etwas, war top gesund und es gibt ja viele Menschen, die sind früher in den Himmel gegangen als sie. Und dann habe ich gemerkt, in meinem Leben gibt es auch das Jammern. Ich habe das bei meiner Mutter ein bisschen entdeckt, mein Großvater war schon ein bisschen so und ich habe gemerkt, da gibt es ein Thema bei mir, wo ich gestern mit meiner Kleingruppe gebetet habe, dass das negative Jammern einfach aufhört und ich nicht dem Feind eine Plattform gebe, wo er einfach reinkommt und dann mit meinen Gefühlen, mit meiner Seele etwas machen kann. Und darum ist es mega cool, du kannst auch ein Blatt Papier nehmen und dir überlegen, was sind die Muster, oder du kannst auch Leute fragen, die dich gut kennen, kannst du sagen, also was fällt dir auf, was sich in meinem Leben immer wiederholt. Und ich empfinde das sehr oft, dass da die Freunde in unserem Leben um uns herum, die sehen Dinge manchmal klar, als wir selber die sehen. Und darum, wir werden jetzt einfach diese Themen ganz konkret nehmen. Ich habe euch gefragt im Chat, und es ist mir noch wichtig, welche negative Muster gibt es in deinem Leben? Also was gibt es Dinge, du sagst doch, das wiederholt sich wieder. Susanna, lass uns 1, 2 Bibelverse anschauen und dann werden wir ganz konkret einfach für diese Themen dann auch beten. Genau, der erste, den ich mir rausgesucht habe von deiner Message am Sonntag, ist der vom Paradies, weil es hat mich beeindruckt, die Tatsache, dass
dass da einfach ein Fluch über uns liegt. Das ist eine Tatsache. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn es einen Fluch gibt, gibt es auch einen Segen. Aber ich lese da in 1. Mose 3, Vers 17 bis 18, weil du auf deine Frau gehört und von der verbotenen Frucht gegessen hast, soll der Ackerboden deinetwegen verflucht sein. Dein ganzes Leben lang wirst du dich abmühen, um dich davon zu ernähren. Dornen und Disteln werden auf ihm wachsen, doch du musst dich vom Gewächs des Feldes ernähren. Susanne, der Vers hat mich oft genervt. Weißt du warum? Es heißt ja, ich werde am Abend müde und erschöpft von der Arbeit nach Hause kommen. Da gib mir eher, was kann ich dafür? Adam hat es verbockt in dem Sinn. Aber das Coole ist ja, Dornen und Disteln stehen eigentlich symbolisch im Alten Testament auch für Schicksalsschläge, für Trübsal, für Leiden, für Krankheit. Alle diese Dinge, die sind in das Leben hineingekommen. Und am Kreuz... Ja. Und das ist so spektakulär. Am Kreuz trug Jesus eine Dornenkrone. Jeder König hätte eine goldene Krone getragen mit Diamanten und so drauf. Und Jesus trug eine Dornenkrone. Nicht, weil ihm das Geld ausgegangen ist, sondern das ist ein theologisches Statement, dass Jesus am Kreuz diese Dornen und Distel, diesen Fluch, den wir ertragen müssen, hat er auf sich genommen. Ja. Und das bedeutet, am Kreuz von Golgatha geschieht aus einem Minus ein Plus, werden Dinge verändert, die man sagt, das ist unveränderbar oder unverrückbar. Und das finde ich mega, mega ermutigend. Ja, auf jeden Fall. Und wir sagen öfter mal, bei den anonymen Alkoholikern beginnt es, also bei diesen 12 Schritten beginnt es damit, dass man sagt, ich bin alkoholabhängig. Ja. Und vielleicht kannst du jetzt einfach dir kurz aufschreiben, bei mir ist dies und das. Ich habe Verlustangst. Ja. Ich habe finanzielle Not. Und zwar immer und immer und immer wieder. Und vielleicht merkst du plötzlich, das ist ja auch schon bei meinen Eltern so gewesen. Bei meiner Großmutter war es auch schon so. Oder... hast du was im Chat, was die Leute noch geschrieben haben? Ja, im Chat haben wir mega viele Dinge und danke fürs Mitmachen. Es ist mehr als ein Mitmachen. Es hilft uns ja, einfach die Themen auch in die Augen zu schauen. Ja, jemand schreibt Lernblockade. Das Gelesene nicht verstehen, Angst vor Menschen, das ist eine krasse Blockade. Als Kind weggegeben worden, Corona verstärkt das Gefühl nochmals. Dann Lese-, Rechtschreibe-Schwäche, Krankheit, Mobbing fixiert auf die Figur, Krankheit, Einsamkeit, Süchte, Handysucht, viele von diesen Dingen. Wir haben am Sonntag auch die Leute gefragt in der Celebration und das ist schon, ich bin einfach dankbar, dass Leute so ehrlich sind, weil eine Kirche ist ja nicht ein Museum von Heiligen. So eine Kirche ist ein Ort von Menschen, die sich durch Jesus Christus verändern lassen wollen. Und das gibt mir immer Mut und Hoffnung, weil da, wo man etwas bekennt und erkennt und auf den Tisch legt, und das sagt die Bibel, wenn Licht reinkommt und man erkennt eben den Grund, da entsteht Veränderung. Etwas, was im Dunkeln bleibt oder man bringt es nicht auf den Tisch, man bekennt es nicht, man sagt es nicht. Da gibt man eigentlich dem Feind eine Plattform, ein Recht, etwas auch zu blockieren. Und darum, danke, lass uns doch, Susanne, gerade für das beten, diese Dinge auch lösen. Genau, also für mich ist wichtig, dass man einfach mal dazu stehen kann, weil mein nächster Punkt ist dann, du kannst wählen. Ja. Das musst du dir jetzt noch nicht vorstellen können, aber vielleicht kannst du da, wo du bist, da, wo du jetzt gerade zuhörst, kannst du einfach sagen, lieber Gott, mir ist bewusst geworden, stimmt, ich habe Essstörungen, ich habe kein gutes Verhältnis zum Essen, ich habe kein gutes Verhältnis zu meinem Körper, ich bin pornosüchtig, ich bin alkoholsüchtig, ich habe Schlafstörungen, ich habe finanzielle Not, ich bin unstetig, ich bin ruhelos und was auch immer. Das halten wir dir hin, Jesus, und das halten wir einfach hier fest. Ja. So ist es. Das ist in meinem Leben und mit dem kommen wir vor dir. Yes. Genau, wenn wir beten, und ich finde, das habe ich noch nicht so angeschaut, ihr könnt wählen.
Ja. Und das müsst ihr wissen, Gott bestimmt nicht für uns, weil Gott hat uns einen freien Willen gegeben. Und das nervt manchmal, weil wir denken, ja, Gott könnte ja für mich entscheiden, Gott könnte mich zuballern, so zudröhnen mit dem Segen, wieso muss ich das aussuchen? Und das hat mit dem freien Willen zu tun. Gott zwängt uns nie etwas auf, sondern wir haben diesen Willen immer zu wählen. Und logisch, also wenn ich jetzt das alles lese, im Alten Testament, was es für Flüche gibt, dann würde jeder von uns und jede von uns sagen, hey, auf keinen Fall mit diesen Dingen will ich nichts zu tun haben. Und dennoch und trotzdem gibt es Bereiche eben, wo wir dem Feind wie ein Einfallstor geben. Und der Feind braucht ein Einfallstor, man nennt es ein Topos. So eine kleine, man macht den Schlitz auf von der Türe ganz, ganz klein, so ganz klein. Und dann ist die Türe offen. Ich kann klitzeklein offen sein oder ganz offen, spielt gar keine Rolle. Es ist genug Raum, dass der Feind bereits hineinkommen kann. Genau, den Segen von Gott, ich finde das noch cool. Willst du nicht noch ein bisschen beim Du kannst wählen bleiben? Also weißt du, du bist... Kann ich. Ja, absolut. kann ich. Soll ich zurückgehen? Ja. So. Würde ich cool finden. Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, was du gerade ausgesprochen hast, dass das in deinem Leben so ist, kannst du dir vielleicht überhaupt nicht vorstellen, dass das jemals anders werden wird, weil es war schon immer so. Ja, genau. Und es hat sich so zur Gewohnheit gemacht. Und wenn du jetzt von uns hörst, du kannst wählen, dann denkst du vielleicht, ja, du hast ja keine Ahnung, ich habe schon so viel versucht. Und trotzdem, wenn es in der Bibel steht, dass du wählen kannst, dann sehe ich einfach vor meinem inneren Auge oder in meiner Vorstellung sehe ich einen Käfig und da bist du drin. Und du hast das Gefühl, da bleibst du, das ist einfach so. Aber Jesus Christus mit seinem Tod am Kreuz hat die Käfigtür aufgemacht. Und du kannst heute wählen und sagen, hey, es ist zwar unvorstellbar für mich, aber wenn die Tür offen ist, dann will ich um jeden Preis da hinaus. Ja. Und manchmal sind wir uns auch nicht so ganz so bewusst, was der Name von Jesus für eine Kraft ist. Und zwar, ich vergesse es nie mehr, es war vor einigen Jahren, da war eine Frau, hat sich mit dem Okkultismus eingelassen. Die hatte wirklich Dämonen gehabt und wir haben eigentlich Dämonen ausgetrieben. Die hat Dinge gemacht, das ist wirklich belastet von diesen Dämonen. Und als ich der Frau in die Augen schaute und habe gesagt zum Dämon, im Namen von Jesus Christus, fahre aus, hat die Frau 2 Meter bumm, nach hinten geschleudert. Und dann wird dir bewusst, wenn wir den Namen von Jesus aussprechen, dass nämlich in der sichtbaren und der unsichtbaren Welt etwas geschieht, dass die Hölle zittert, weil wir nehmen Raum ein, wir nehmen Land ein, wo Gottes Herrlichkeit größer wird in unserem Leben. Das ist ja, unser Wunsch ist ja, dass wir Jesus Christus ähnlicher werden von Tag zu Tag. Das ist unser Statement. Ja. Das ist das, was wir wollen. Ich kenne keinen Christ, der sagt, ich möchte so viel wie möglich sündigen, sondern wir wollen ja, dass die Gegenwart und Herrlichkeit Gottes in unserem Leben mehr Raum bekommt. Und darum merkst du, wir sind in einem Kampf drin von Segen und Fluch. Und was ich jetzt machen möchte, ich möchte bewusst jetzt über diese Themen da, wo ihr reingeschrieben habt, einfach, ich möchte das lösen im Namen von Jesus Christus und wirklich jetzt einfach beten, dass das zu einem Ende in deinem Leben kommt. Und ich bete einfach, im Namen von diesem Gott im Himmel, dass der Geist der Unordnung, vom Aufschieben, ein ständiges Gejammer, ein psychischer und emotioneller Missbrauch von den Freunden, Leseschwäche, kein Vertrauen zu haben, Ängste, Grenzen, sexueller Missbrauch, Handysucht, Einsamkeit, Krankheit, Mobbing. Ich befehle im Namen von Jesus Christus, dass dieser Fluch, dieses Muster, das sich wiederholt, sich nicht mehr in deinem Leben wiederholt. Und ich löse dich von dem. Nicht in meinem Namen, nicht in meiner Begeisterung oder mit meiner Leidenschaft. Das genügt nicht. Wenn wir mächtig gegenstehen, dann kannst du nur im Namen von Jesus stehen bleiben. Und darum, ich spreche den Namen von Jesus Christus über deinem Leben aus. Ich sage immer, der Geist der Scheidung, der Geist der Süchte, der Geist vom Mobbing, der Geist der Armut, alle diese Dinge, die zerschlage ich in der höchsten Instanz im Namen von diesem Gott im Himmel. Ja. Amen. Amen.
Und wenn man diese Flüche bricht, und das ist, was ich das Coole finde, Susanne, ist ja nicht so, du kommst im Glauben und der Heilige Geist zeigt dir alles auf, dann werden wir erschlagen. Ja. Sondern er kennt genau die Portion, die wir eben auch verändern können. Und dann sagen Leute, ihr hört das nie auf. Nein, weil es kommt eine Portion und dann kommt die nächste. Es ist wie Land einnehmen. Wie Land einnehmen. Aber die Herrlichkeit Jesus wird ja dann von Tag zu Tag, von Woche zu Woche größer. Und irgendwann im Himmel werden wir wiederhergestellt zu dem Bild, das Gott schon ganz am Anfang hatte. Und das finde ich eben ein cooles Bild, dass der Geist Gottes genau die Portionen kennt. Und wenn du eine Offenbarung hast, man muss das Thema auch nicht so kompliziert machen, sagen, Heiliger Geist, gibt es ein Thema, wo du lösen möchtest bei mir? Verstehst du? Ja. Und der Geist Gottes gibt uns eine Offenbarung, eine Revelation. Und das finde ich mega cool. Man muss sich grübeln und graben. Kann man auch mal machen. Aber generell, ich grüble nicht in meinem Leben. Mache ich nicht. Sondern sage, Geist Gottes, gib mir eine Offenbarung. Und wenn ich das sehe, zum Beispiel wie das Jammern. Also gestern haben die Leute gelacht in der Small Group. Haben gesagt, das fällt dir jetzt erst ein. Ja. Dann habe ich gesagt, ja, immerhin fällt es mir ein. Genau. Es gibt auch Menschen, denen fällt nie das auf. Und der Heilige Geist hat mir wirklich einfach in den letzten paar Wochen einfach diese Offenbarung gegeben. Und ich bin dankbar, weil ich hatte vorhin ein anderes Thema. Das habe ich schon mal erklärt mit dem Vulkan und so. Und das habe ich wirklich gelöst. Das ist seitdem, kann ich das sagen, ist es nicht mehr da. Und jetzt kommt ein neues Thema hoch, wo ich dankbar bin. Ich packe das an in dem Sinn. Und man wird auch nie arbeitslos in dem Sinn, was Themen aufarbeiten geht. Ja, und ich finde es einfach schön, wie du gesagt hast, dass der Heilige Geist einem einfach auch Schritt für Schritt führt und die Leute sagen es einem vielleicht schon die ganze Zeit, aber wenn es von da nicht nach da fällt, dann kannst du nichts machen. Und Leo, du hast vorhin ein sehr starkes Gebet gesprochen, einfach mit diesen Flüchen, die du gebrochen hast, und ich habe da schon mal auf Kolosser 2, Vers 14 bis 15 gescrollt, Schuldschein ungültig gemacht. Und das Krasse ist, was hier steht, Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastete. Das bedeutet, dass du einfach handeln musst und du kannst nicht wählen. Du musst einfach also entsprechend deinen Süchten oder deinen negativen Gewohnheiten handeln. Und er hat diese Forderungen für ungültig erklärt. Ja, er hat ihn zusammen mit Jesus ans Kreuz genagelt und somit auf ewig vernichtet. Das muss man mal verinnerlichen. Also alles, was dich negativ belastet, wo du eben spürst, dass du da nicht frei bist, all diese Unfreiheiten, die hat er auf ewig vernichtet. Auf diese Weise wurden die Mächte und Gewalten entwaffnet und in ihrer Ohnmacht bloßgestellt, als Christus über sie am Kreuz triumphierte. Und das ist jetzt auch etwas, was man ganz einfach auch visuell machen kann, weil die einen sagen natürlich, ja, ein Gebet zu beten ist mir zu wenig. Das hat auch zu tun, was für ein Typus von Mensch du bist. Und vielleicht kann dir das helfen, dass du effektiv dein Thema auf ein Blatt Papier schreibst, ein Zettel, ich hoffe, du hast das natürlich noch. Die meisten sind ja heutzutage papierless. Aber wenn du noch das hast, kannst du es einfach auf einen Papierzettel draufschreiben, auf ein Post-it, was auch immer. Und man nimmt es und zerreißt es in alle Teile. Du kannst es verbrennen, du kannst es in den Kübel werfen. Das kann auch etwas sein, wo man ganz praktisch einfach sich bewusst macht, ich habe das zerrissen, weil es hat mich so belastet, es hat mich so angeklagt. Ja, das ist ein sehr schönes Bild. Was ich auch sehr gerne habe, ist, wenn du dir das Negative, das in deinem Leben ist, einfach mal vorstellst oder aufschreibst, was wäre dann das Positive dazu? Ja. Also bei dir zum Beispiel, wenn jetzt auf der einen Seite eben, sagen wir, auf der Fluchseite das Jammern steht, was wäre dann das Gegenteil? Ich habe es jetzt gerade überlegt, das Gegenteil von Jammern wäre, eine Vision zu haben. Vielleicht, ja, Vision haben. Du sprichst von einer Vision, du sprichst von etwas, was Gott tut, was Gott machen kann. Weil Jammern ist ein bisschen so, du bist immer ein Opfer. Du beklagst dich. Du beklagst dich und es ändert ja am Ende gar nichts. Ja. Sondern man gräbt sich dann immer tiefer ein und man kommt dann gar nicht mehr raus. Und es gibt auch eine komische Stimmung und es hat sich auch nichts verändert. Ja. Es ist nicht nach vorne bewegend. Ja. Und das Gegenteil wäre eine Vision. Ja. Du hast eine Vision, was sein könnte, was Gott verändern wird.
Ja, das wäre das Gegenteil. Hochinteressant, Ja. das Gegenteil zu schreiben. Ja. Genau, und bei mir zum Beispiel, wenn ich das Gefühl habe, ich habe zu wenig, das ist einer dieser Gedanken, der jetzt mein Leben betrifft, zu wenig in ganz verschiedenen Bereichen. Das weiß man, wenn ich hier sitze, das ist eigentlich nicht wahr, das ist eine Lüge, weder mit dem, was ich mit Worten habe ich das Gefühl, ich habe zu wenig oder auch in verschiedenen Bereichen, aber das Gegenteil von zu wenig wäre bei mir mehr als genug. Und was du jetzt für dich persönlich machen kannst, ist eben genau das, was Jesus am Kreuz gemacht hat. Wir haben ein paar Dinge aufgeschrieben, was eben das Gegenteil ist. Und ich liebe es, die negative Seite zuerst auf mich gehalten und dann drehe ich es um, weil ich gebe das eine ab, also die Forderungen, wo am Kreuz entlastet wurden und eben zerrissen, aber nicht nur gebe ich etwas ab, sondern es wird wieder Platz frei in meinem Herzen, in meinen Gedanken und ich lade etwas Neues ein. Das ist eben der Segen von Gott. Susanne, bete doch das Gebet gerade, um Leuten zu zeigen, ganz praktisch, wie kann man etwas einfach aussprechen und dann das Gegenteil, also die göttliche Dimension, besser gesagt, über deinem Leben ausrufen, Proklamation. Es ist nicht einfach nur Wörter, die wir aussprechen, sondern wir glauben, die Bibel sagt, Glaube ist die Substanz, wo sich Dinge ändert. Und wir sprechen das mit Glauben aus. Und man kann wirklich da einen Switch machen von dem, was nicht ist, zu dem, was mit Gott möglich sein wird. Ja, genau. Und Also. am Sonntag habe ich einfach auch in deiner Predigt noch so einen Blitzgedanke gehabt. Das war mir einfach plötzlich so klar. Ich habe meine Großmutter gesehen und jede von unserer Familie, die hat meine Großmutter extrem geschätzt. Und es geht ja gar nicht darum, jemanden schlecht zu machen. Aber jeder von uns in der Familie hat auch gewusst, dass sie Bereiche hat, wo sie sich einfach arm verhalten hat. Und ich habe realisiert, dass dieses Verhalten habe ich mitgenommen. Und dann stehe ich hier und das mache ich jetzt zu meinem Gebet und du kannst einfach das einfügen, was deine Sache ist. Und himmlischer Vater, hier stehe ich, mir ist einfach bewusst geworden, dass ich ein sehr ähnliches Verhalten habe, wo man von außen sagen die Leute, ja, also du verhältst dich da wie... Du müsstest nicht so. Und ich verhalte mich arm in gewissen Bereichen. Und ich löse mich im Namen Jesus. Und ich sage jetzt von diesem Geist der Armut. Und ich sage es, ohne meine Großmutter schlecht zu machen, aber von diesem Geist der Armut, der von meiner Großmutter kommt, im Namen Jesus. Und ich empfange, das Gegenteil ist einfach deine Fülle, dein Segen. Ja. Dein mehr als genug, mehr als genug. Und auch dein Reichtum, ohne das jetzt mit Geld zu verknüpfen, aber einfach dein mehr als genug. Und ich empfange das und ich lade das ein in mein Leben. Und es ist die Seite, die du schenken möchtest. Ja. Und ich bringe dir meine Sünden. Sünde heißt, ich habe das Ziel verfehlt. Wir haben gewisse Dinge nicht das getan, was wir uns vorgenommen haben. Das heißt, wir haben das Ziel verfehlt. Ich bringe dir meine Zielverfehlungen, Gott. Und ich nehme deine Vergebung in Anspruch, dass du das alles für ungültig erklärt hast, weil du an meiner Stelle hast das alles auf dich genommen und das ist der größte Liebesbeweis. Ich bringe auch meine Scham, wo ich mich schäme, vielleicht für Dinge, die ich gerne anders hätte, Dinge, die ich getan habe. Und ich nehme deine Ehre. Du krönst mich und du salbst mein Haupt mit Öl, wie ein Schaf. Und du ehrst mich und du krönst mich und du setzt mich frei. Und ich bringe dir meine Ablehnung, das kann in meiner Seele sein, wo mich depressiv macht, wo mich abhängig macht, wo mich auch in Süchte reinfallen lässt, um das Vakuum zu füllen. Ich bringe dir meine Ablehnungen und ich nehme die Annahme an. Du hast mich angenommen, wie ich bin, weil ich bin dein Kind, dein Sohn und deine Tochter. Du hast mich angenommen, weil ich dein Kind bin. Du hast mich nicht angenommen wegen meinem Lebensstil, weil der ist perfekt, sondern weil ich bin. Ich bringe dir meine Krankheit und du hast jetzt Krankheit hat einen Namen, Krankheit ist eine Schwere.
Und Jesus hat immer den Geist der Krankheit hat er beim Namen genannt und hat gesagt, Geist des Fiebers, Geist der Blindheit, Geist der Staubheit und der tauben Ohren hat er dann beim Namen genannt und hat ihn ausgekickt. Und ich sage, dass der Geist der Krankheit, wie auch immer der heißt in deinem Leben, der muss aus dir, er muss aus uns rausgehen. Und ich nehme deine Heilung an. Heilung in meiner Seele, dass meine Seele zur Ruhe findet. Dass meine Seele einen Anker bekommt. Der Anker ist Jesus Christus. Und ich bete, dass auch mein Körper wirklich erleben kann, dass in den Wunden von dir, Jesus, ich geheilt bin. Ich bete auch Heilung im Geist, dass ich geistlich durchblicke, durchsehe, dass ich nicht der Schwanz, sondern der Kopf bin, weil ich leiden kann. Und ich bringe auch all diese Flüche, diese Muster in meinem Leben und ich nehme diesen Segen von dir in Anspruch. Es ist die Begeisterung Gottes, das ist jetzt gescrollt. Es ist der Überfluss Gottes. Ja. Überfluss meine ich, es mangelt mir an nichts. Heute habe ich einen gedeckten Tisch und er genügt für heute. Es ist auch Gesundheit. Es überfließt. Das ist es ist ein Segen. Fruchtbarkeit in allen Bereichen. Fruchtbarkeit bedeutet auch, es gelingt mir an der Arbeitsstelle, es ist wie bei Josef, die Gunst Gottes mich begleitet. Das ist auch so ein krasses Wort, die Gunst Gottes. Die Gunst Gottes, ich begleite, du merkst, es geschehen Dinge, das hat mit dir nichts zu tun, ist einfach so ein Geschenk Gottes, so ein Merci. Statt Schokolade, das man bringt, ist ein Merci von der Gunst Gottes. Das steht in so krassem Gegensatz zu dem Fluch, wo es heißt Frustration, andauernde finanzielle Not, wiederholte Krankheiten, Neigung zu Unfällen. Und Gott sagt heute, du wählst. Das ist ja krass. Ja. Wir sind aufgewachsen mit dem Gefühl, es ist einfach so. Ja. Aber heute heißt es, du wählst. Ja. Du wählst. Und warum kann man wählen? Es gibt wirklich eine mega Bibelstelle, wo eben theologisch so viel erklärt, weil es kommt die Frage, kann ein Christ einen Dämon haben, kann ein Christ sündigen? Paulus sagt, ein wiedergeborener Christ sündigt nicht mehr. Das heißt, wir wollen gar nicht, weil der Geist Gottes in uns, der will ja gar nicht mehr. Und da hat Paulus recht. Er sagt, das wollen wir gar nicht mehr. Und das stimmt auch. Und dennoch passiert es. Und es ist ja nicht einfach so, dass ein Fluch von außen über deinem Leben ausgesprochen wird, Kräfte hätte. Es lieber auf Segen. Es sei denn, der Bibelvers mit diesem Vogel. Den habe ich nicht. Oh, nicht? Oh, krass. Ja, weil es gibt diesen Bibelvers in Sprüche, wo es heißt, wenn du einem Vogel keine Landebahn gibst, kann er gar nicht landen. Er kann gar nicht dahin kommen. Mit anderen Worten, wenn ich mein Leben heilig lebe, am Tisch sitze und mein Leben, die Themen sind in Ordnung gebracht, ich habe Frieden mit Gott, ich bin versöhnt mit Gott, ich habe die Themen aufgearbeitet, dann sagt die Bibel, dann kann er gar nicht landen. Der Feind kann nur da landen, wo es auch Staub zu essen gibt, Dreck zu essen gibt. Und das ist für mich mega krass. Darum, wenn wir sagen, wir können wählen, bedeutet, ich habe ihm eine Landebahn gebaut oder ihm das erlaubt. Und darum ist es für mich mega wichtig, dass wir den Heiligen Geist eben bitten, uns Dinge zu offenbaren. Dinge zu offenbaren, wo wir ihm eine Landebahn gegeben haben. Der Heilige Geist ist für mich so die krasseste Dimension überhaupt in meinem Leben, wo mir Dinge offenbart, wo mein Leben sich nach vorne bewegt, weil er Dinge mir zeigt, auf das wäre ich gar nicht gekommen. Und vielleicht können wir jetzt ganz kurz einen Moment nehmen zusammen, wo wir einfach den Heiligen Geist konkret Raum geben. Es ist ja nicht so, dass ich den Heiligen Geist anbete, sondern ich frage ihn um Hilfe. Er ist ja der Helfende, der Ratgeber. Und es macht ja keinen Sinn, wenn man den Ratgeber nicht um Rat fragt. So. Und Heiliger Geist, ich frage dich jetzt einfach ganz einfach und ganz simpel. Gibt es Landebahnen in meinem Leben? Gibt es so Topos, wo ich dem Feind einfach eine Möglichkeit gebe, da in mein Leben hineinzukommen? Und wir hören jetzt auch so ein paar Augenblicke auf dich, Heiliger Geist, und er spricht zu dir. Ganz natürlich, ganz einfach, ganz unverkrampft. Vielleicht hast du einen Gedanken, vielleicht kommt dir ein Bibelvers in den Sinn, vielleicht hast du ein starkes Gefühl oder dein Herz schlägt plötzlich schneller oder deine Hände werden ganz heiß oder du erinnerst dich an etwas, was du schon lange mal hättest erledigen sollen.
Weil die längste Bank ist ja die Schiebebank, wo man immer Dinge auf die Bank schiebt. Man schiebt das immer nach vorne. Oder eine Rundbank, die hört gar nicht auf. Und Heiliger Geist, gib mir du mal einfach eine Offenbarung. Dass du mir heute einfach zeigst, wo ich noch einen blinden Fleck habe, Genau. den ich nicht sehe. Ja. Und deine Liebe nicht vollumfänglich empfangen kann deshalb und sie aber auch nicht vollumfänglich wieder abgeben kann an mein Umfeld. Ja. Und das möchte ich nicht mehr. Und so bitte ich dich einfach, dass du mir diesen blinden Fleck, Heiliger Geist, jetzt offenbarst. Und danke, muss ich nicht suchen, muss ich nicht grübeln, muss ich nicht zweifeln und drüber nachdenken, sondern du zeigst es, wenn es Zeit ist. Schon wenn wir uns diesen Raum geben, geschieht ja etwas. Es ist ja nicht, dass der Heilige Geist nicht da wäre. Aber ich mache mir das bewusst, dass er hier ist, dass diese Dimension ist da. Das auch wenn ich bete, ist ja nicht, dass ich Gott 100-mal etwas sagen muss, sondern ich muss oft sagen, damit ich es glaube. Das ist ja beim Gebet ja auch so. Irgendwann beginnst du zu glauben und merkst, ja, es funktioniert ja. Es ist ja nicht, dass Gott nicht hört. Und manchmal braucht man auch ein paar Minuten, oder manchmal braucht man eine halbe Stunde, manchmal schlägt man die Bibel auf und du erlebst gar nichts, weil du kommst nicht rein. Und das gibt es ja auch, ist no problem, solange du in die Bibel liest und unterwegs bist, dann gibt es diese Tage, aber das ist ja nicht immer so. Und das finde ich auch mega, mega spannend. Also wenn man den Geist Gottes auch diesen Raum gibt, geschieht etwas. Weil er spricht und in Offenbarung heißt es immer, höre, was der Geist Gottes seinen Gemeinden sagen möchte. Und das ist so cool, dass der Heilige Geist einfach Dinge offenbart. Und vielleicht hast du Dinge, die wie ein Blitzgedanken, der kommt so rein aus dem Nichts und er geht auch wieder. Und das finde ich mega spannend, dass der Geist Gottes eben Dinge offenbart. Susanne, wie machst du das ganz praktisch in deinem Alltag, dem Heiligen Geist Raum zu geben? Ist es schön, wenn man in einem Gottesdienst oder im Hour of Prayer ganz kurz angeleitet wird? Brauche ich auch, ist eine coole Hilfe, aber wie machst du das? Wie hast du das etabliert? Es hört sich so richtig an, so theologisch an und doch kommt die Frage, ja, was heißt denn das? Ja, du hast es richtig gesagt, man muss es etablieren, man muss einen Rhythmus einbauen, so dass man einfach Zeit für Gott hat. Ja. Und das geschieht nicht automatisch, die hat man nicht einfach, die muss man sich einbauen. Man muss eben so in einen Rhythmus kommen. Und ich habe mal einen guten Vergleich gehabt mit unserem Kompost. Ich hatte so einen Rhythmus, 3-mal in der Woche. Wenn ich joggen gehe, dann habe ich den Kompost mitgenommen, weil ich bin beim Kompostplatz durchgejoggt. Also habe ich ihn dort ausgeleert, einen Kübel hingestellt, habe meine Runde gedreht und auf dem Nachhauseweg wieder mitgenommen. Und dann wurde dieser Kompostplatz geschlossen und ich habe den Rhythmus verloren und der Dreck hat sich angestaut. Ich hatte einfach keinen Rhythmus mehr. Ich musste einen neuen Rhythmus einbauen. Und also, genau so ist es mit der Zeit mit Gott. Also mit anderen Worten, Rhythmus kann man auch sagen, du verbindest das mit etwas, was du sowieso machst. Also das ist bei mir eben auch der Punkt. Wenn ich das verbinde, zum Beispiel, du trinkst am Morgen einen Kaffee, den trinkst du sowieso. Und statt dass du den Kaffee in einer Eile trinkst, du nimmst den Kaffee, schlägst die Bibel auf und sagst, 5 Minuten, während ich den Kaffee trinke, lese ich in der Bibel, im Wort Gottes. Oder während ich ein Brot esse, überlege ich mir ganz konkret, was möchte der Heilige Geist am heutigen Tag tun, für wen könnte ich einen Segen sein. Und ich habe gemerkt, man muss eigentlich, du hast gesagt Rhythmus, ich sage es anders, aber es ist eigentlich das Gleiche, wenn man das verbindet mit dem, was man sowieso tut, oder wenn man auf die Toilette geht, kann das eine Gebetsstunde sein. Wenn man die Zähne putzt, kann es eine Gebetsstunde sein. Also verbinden mit Dingen, die man sowieso macht, und dann wird plötzlich das Gebet oder Bibellesen, hat man es nicht vergessen, weil ich vergesse ja auch nicht, meine Zähne zu reinigen. Ich vergesse ja auch nicht, den Kaffee zu trinken, verstehst du? Oder wenn Leute sagen, ich hatte keine Zeit, doch, du hattest Zeit für Kaffee, du hattest Zeit, um die Zähne zu putzen, du hattest Zeit für die Toilette. Und wenn man das eben verknüpft und verbindet, dann bekommt plötzlich Bibellesen und Gebet. Dann hast du eben einen Rhythmus. Ja, genau. Und ich merke, wenn ich nicht einen Rhythmus einbaue,
dann ist es manchmal mega, mega schwierig, weil es gibt 1000 Dinge, die man machen kann, oder? Genau, du hast es gesagt, zum Beispiel einen Bibelvers lesen und wenn ich dann den Raum öffne und sage, Heiliger Geist, gibt es etwas, was du mir jetzt mit diesem Bibelvers sagen möchtest, Ja. dann öffnen wir uns, so oft wir es tun, öffnen wir uns, dass der Heilige Geist uns eben die blinden Flecken aufzeigen kann. Und das ist ein Riesengewinn, weil wenn wir sehen, was der Fluch ist und das auslöst und wenn wir sehen, was der Segen ist und was das auslöst, dann möchte ich schon lieber auf der Segensseite sein. Absolut. Also wir haben heute gelernt, du kannst, bevor du einen Fluch brichst, erstens unterstelle alles der Herrschaft von Jesus. Das ist mega wichtig. Du kannst kein Land einnehmen, wo der Feind nicht einfach gibt das Land nicht einfach her. Das ist ein Kampf. Darum das Erste, man unterstellt alles eigentlich mit dem Blut von Jesus Christus. Das ist das Erste. Das Zweite ist, man spricht den Fluch beim Namen an und man sagt, im Namen von Jesus Christus zerbreche ich ihn. Dann kommt die dritte Sache, dass man überlegt, was ist das Gegenteil vom Fluch? Und dann beginnt man den Segen Gottes über deinem Leben auszusprechen. Also die Wahrheit Gottes, wie Gott dein Leben sieht. Und das heißt in 4. Moses, und ich finde es eben genau, er spricht genau das aus, wo es heißt, der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr blicke dich freundlich an und sei dir gnädig. Der Herr wende sich dir in der Liebe zu und gebe dir Frieden. Also ich sage, ich habe einen Gott, der Friede begleitet mich, Liebe begleitet mich, Gnade begleitet mich, ich bin freundlich begleitet mich und ich habe einen Gott, der mich behütet und ich habe einen Gott, der mich segnet, verstehst du? Und ich beginne eben, nachdem ich den Fluch gebrochen habe, beginne ich eben die Wahrheit Gottes zu proklamieren und dann sagst du zum Beispiel, an einem Beispiel, du kommst aus einer Scheidungsfamilie und dann sagst du, ich bin treu. Treue ist einer meiner Werte. Treue ist etwas, was mich ausmacht. Treue ist etwas, was ich bis am Ende von meinem Leben durchziehen werde. Du beginnst das auszusprechen, wie Gott dein Leben sieht. Und du sagst, ich bin gnädig, das ist mein DNA, das ist mein Charakter, das ist meine Eigenschaft zum Beispiel. Ich bin großzügig. Hat nichts zu tun mit Finanzen, das ist eine Herzenseinstellung und du beginnst das zu proklamieren. Und das fällt uns Schweizer mega schwierig. Also ganz ehrlich, ich hatte Schwierigkeiten zu sagen, ich bin großzügig. Da denken alle, ist das ein arroganter Mensch, das zu sagen. Aber das sind ja die Grundwerte der Bibel. Gott war auch großzügig. Er hat seinen einzigen Sohn, das Beste hat Gott gegeben. Er hat gesagt, da habe ich noch einen Sohn, Jesus, den brauche ich eh nicht mehr, den könnt ihr haben. Nee, es war der einzige Sohn, the best of hat Gott gegeben. Also Großzügigkeit ist eigentlich eine der DNA von diesem Gott im Himmel. Also, und du beginnst einfach das auszusprechen. Ich möchte gerne dieses Gebet mit dem eigentlich wie beenden und jetzt einfach bewusst proklamativ Dinge über deinem Leben aussprechen, wie du bist. Also du bist treu, weil Gott hat den Geist der Treue gegeben. Das ist deine Unterschrift, das ist deine Art, wie du bist. Und ich sage, du bist friedlich. So etwas von Friede, die dein Leben ausstrahlt. Nicht der Geist der Unruhe, nein, Friede und so die Balanciertheit macht genau dich aus. Ich bete auch für Kraft. Du bist nicht müde, sondern du bist kräftig. Du hast Energie. Du bist wie Moses, deine Augen funkeln, die glänzen. Du hast eine Vision, dein Haupt leuchtet. Ich sage das aus, das ist mein Gebet, wo ich immer sage, ich bin kräftig, ich habe Energie. Ich habe eine Perspektive. Weil oft habe ich gesagt früher, ich bin müde. Nein, ich habe die Kraft Gottes und in mir und ich werde kräftig meinen Lauf vollenden. Und ich möchte diesen 4. Mose 6, Vers 24 bis 26 noch beten für dich, so wie ich das machen würde, weil ich nehme einfach diese Worte hier und spreche, wie du das gemacht hast, aber über uns aus. Und du kannst das einfach für dich persönlich machen. Ich verwandle diesen Bibelvers einfach in was ich bin. Und das Gebet ist nicht für mich nur alleine, sondern auch für dich. Und du kannst mit mir sagen, ich bin gesegnet. Yes.
und ich bin behütet. Yes. Ich bin die oder derjenige, der freundlich angeblickt wird Yes. oder angeschaut wird. Ich bin Yes. der oder die gnädig behandelt wird. Ich bin der oder die, der man sich in Liebe zuwendet. Yes. Und ich bin der oder die, dem Frieden gegeben ist. Und ich danke dir, himmlischer Vater, dass das nicht einfach etwas ist, das ich mir einreden muss, sondern das sind deine Gedanken über meinem Leben. Weil du hast gesagt zu Mose, dass er Aaron sagen soll, dass er das Volk so segnen soll. Und wir empfangen diesen Segen heute am 24. November. Yes. Oder wann immer du zuschaust, wann immer du reinschaust, heute empfangen wir diesen Segen. Yes. Und wenn du sagst, dass wir entscheiden können, dann öffne ich meine Gedanken für deine Gedanken Halleluja. über mir. Come on. Amen. Amen. Hey, vielen Dank fürs Mitbeten. Ich hoffe, es hat euch ganz praktisch geholfen. Also denkt dran, wenn man einen Fluch bricht, erstens, bete für den Segen Gottes zuerst mal, für das Blut von Christus, was alle beschützt. Dann nenn den Fluch beim Namen und du sagst im Namen von Jesus Christus, löse ich mich von dem. Und wenn du das gemacht hast, dann sprichst du die Wahrheit aus, das Gegenteil, den Segen, wie Gott dein Leben in der Zukunft sieht. Und je mehr man sagt, eben ich bin großzügig oder ich bin treu, wo man hinschaut, wo man fokussiert, ist wie der Kopf leitet den Schwanz. Darum sagt die Bibel, wir sind nicht der Schwanz, sondern wo der Kopf hinschaut und hinläuft, kommt der Schwanz automatisch hinterher. Hey, vielleicht kennst du irgendjemanden, wo du denkst, Hour of Prayer wäre ihr Format. Nicht alle kennen das Format und es würde uns mega viel bedeuten. Du würdest das auch einfach auch Leute schicken, Leute auf das aufmerksam machen. Es ist ja ganz einfach, man kann reinlinken und reinzoomen und es kostet ja auch nichts. Es ist mega cool. Wir sind ein Blessing für viele Frauen und Männer. Und wenn du noch nicht den ICF YouTube-Kanal abonniert hast, dann klicke das einfach an, weil wir werden in ein paar wenigen Tagen, wird es jeden Tag eine Story of Christmas geben. Und dann Adventskalender vom 1. bis zum 24. Dezember. Aber aufgenommen auf dem Jakobsweg, spannende Bilder und dann bekommst du jeden Tag einfach das zugeschickt und darum macht es Sinn, das Abonnement eben runter zu abonnieren, besser gesagt. Hey, vielen Dank fürs Mitbeten, es berührt mich immer, auch heute wieder so viele Leute im Chat, im Kommentar, danke vielmals. Danke auch dir, Susanne, und unserem Technikteam und wir sagen Gottes Segen und bis Sonntag oder bis nächsten Dienstag. Voilà, bye bye. Tschüss. Ciao.